Ja. Für die da schon ein bisschen zugelassen haben, lasse ich das schnell stoppen. Wir bauen eine neue Liste. Mir war es ein bisschen langweilig gewesen. Und ich habe auch ein neues Projekt gebraucht. Darum kommt das gerade gelegen, dass wir unsere neue Artist-Liste zusammenbauen. So ein bisschen Auflistung von Spotify-Follower. Darum für die da in den Livestreams so ein bisschen zugeschaut haben bis jetzt, wir sind immer noch in der Phase, und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen, dass wir halt Artists zusammen suchen. Darum haben wir ein bisschen ASMR-mässig, hören wir das Keyboard. Es ist nicht so, dass ich bewusst irgendwie mute bin, da, wenn es gewisse Fragen gibt oder Inputs. Nehme ich mir auch gerne Zeit, um das irgendwie zu beantworten. Auch für gewisse, weil ich bis jetzt nie so richtig erklärt habe, einfach so, die das zum ersten Mal sehen, auf IG, die DMs haben auch schon ein paar gefragt, hey, was ist das Ziel von dieser Liste, was wird da überhaupt genau getrackt. Wenn ich amigs da live bin, ist amigs, werden ihr die Liste ganz oft sehen oder die Tabelle, wo auch immer zu dem Zeitpunkt updated ist. Meistens, wo ich gerade live bin an diesem Tag. Und eigentlich ist die Liste sehr simpel. Ihr seht einfach die Artist-Namen, die Followers, die direkt von der Spotify-Schnittstelle abgezapft werden, gerade an dem jeweiligen Tag, wo ich es halt update. Und dann gibt es da noch ein Feld Popularity, wenn ihr euch fragt. Vielleicht tue ich das noch ein bisschen zoomen dann in Zukunft, dass ihr das ein bisschen besser seht, wenn es da live ist. Das Feld Popularity ist auch so ein Datenfeld, das du rausziehen kannst aus der Spotify API. Ist so ein bisschen eine Mischrechnung, oder gemäss ihnen ist das eine Mischrechnung von Followers, aktuellen Streams, also so ein bisschen wie aktuell deine Artist-Page irgendwie gerade gelost wird. Weil ich nicht so richtig weiss, was die Mischkalkulation genau ist und Spotify das auch nicht transparent irgendwie aufschlüsselt, tue ich zwar da mit rein, aber ich gebe mir irgendwie nicht viel auf die Zahl. Das ist eine Zahl, für die was wundert, von 1 bis 100, wo jede Artist-ID auf Spotify bekommt. Die Zahl kann sich auch verändern. Ja, ist jetzt nicht so interessant für das, was ich da jetzt vorhabe oder zusammensuche. Aber einfach für die sich da gewundert haben. Mir geht es mehr um die Sparte, die Followers. Und ja, in diesen Streams, was ihr werdet sehen, momentan noch ganz oft, ist, ich bin da einfach Artist-IDs am raussammeln. Nutzt allerlei Quellen. Natürlich meine jahrelange Iceberg-Layers, die ich mir da aufgebaut habe, bin ich recht am Durchrackern momentan. Ich bin noch nicht mal richtig zu den Affiliated Artists gekommen. Irgendwann gibt es dann noch Möglichkeit, die Affiliated Artists von denen, die da aufgelistet sind, sozusagen auch noch rauszuholen. Aber ich gehe jetzt zuerst mal durch meine Listen oder durch meine manuelle Arten, wie ich da an Artist-IDs komme. Die sind alle manuell eingetragen und sobald man die halt hat, geht es durch ein gewisses Skript durch. Gewisser Code, der da sehr simpel das einfach rausnimmt nachher aus der Spotify-Schnittstelle, aus der Spotify-API, und am Schluss landet es dann in dieser Liste, eben für den jeweiligen Tag. Aber die Idee ist, dass ich das dann daily tracken werde mit der Zeit und dass wir dann auch ein bisschen schönere Visualisierungen machen können und das auch öffentlich aufzeigen können für die, die es halt interessiert in dem Moment. Genau, gewisse haben sich noch gefragt, eben, was hat das für ein Ziel, generell die Liste. Gibt jetzt irgendwie nicht irgendwelche Goals, Endgoals mit dem. Ich habe es jetzt einfach spannend gefunden, so auf eine neue technische Art, da gewisse Datensätze rauszusuchen und auch einmal so das Universum, sage ich jetzt mal, von schweizerdeutschen Accounts, zurzeit sind es nur schweizerdeutsche Accounts, die da drin sind,
vor allem von jüngeren oder Newcomer-Artists, so, die ich über die Jahre irgendwie so zusammengesammelt hätte. Finde ich es jetzt einfach mal spannend, so ein bisschen Auflistung haben. Der Follower-Count auf Spotify ist insofern auch interessanter, je nachdem aus welcher Perspektive man sich das anschauen will, weil meiner Meinung nach auch das immer ein bisschen wahrheitsgetreuer war als die Monthly Listeners, die sich sehr schnell verändern können, gegenüber, je nachdem, ob irgendwie gewisse Playlist-Flächen noch dazukommen oder du in gewissen algorithmischen Playlists irgendwie noch mehr drin bist. Whatever. Der Follow auf Spotify, der braucht dann schon noch ein bisschen mehr Commitment, meistens von den Musikkonsumenten da draussen. Von dem her finde ich jetzt die Zahl ein bisschen spannender oder in Zukunft, um das auch ein bisschen beobachten. Ich habe da gewisse Theorien zum Wachstum von diesen Followerzahlen. Würde mich da jetzt aber auch noch nicht zu weit irgendwie aus dem Fenster lehnen. Momentan ist es nur mal eine Recherche, ein Zusammensammeln von Daten. Ich tue das noch nicht gross irgendwie interpretieren. Für die so während dem Prozess, während der Entstehungsphase jetzt wollen da mitschauen oder die ein oder andere Stats auch interessieren, können das gerne machen. Zu irgendeinem gewissen Punkt, wo ich dann das Gefühl habe, hey, die Liste ist ready, wird es dann auch öffentlich gemacht und dann wird es auch täglich einsehbar sein. Momentan gibt es nur da in dem Livestream, wenn ich halt online bin. Das wird jetzt aber so ziemlich jeden zweiten Tag wahrscheinlich sein, weil ich jetzt immer mal wieder an dem arbeite. Dann könnt ihr wie so ein bisschen live an der Entstehungsphase, mitbeobachten. Und ich habe auch so ein bisschen eine Historie, die ich da jetzt aufbauen kann mit diesen Livestreams, was ich eigentlich recht nice finde, um nachher irgendwann mal ein bisschen zurückschauen, wie das alles entstanden ist. Genau. Was kann man noch sagen? Für den Moment, es sind 178 Einträge. Observations, sprich 178 Artists sind zurzeit drin. Es werden noch mehr kommen. Ja, das sind jetzt mal die ich zusammengesammelt habe. Ihr seht, die Liste wird immer grösser und grösser. Und ja, gegen Abend natürlich, also das kann ich schon mal sagen, die Liste wird offensichtlich nicht vollständig sein. Also das kann sie gar nie werden, weil es kommen ja mit dieser Logik, es kommen immer mehr Artist-Pages werden halt erstellt mit der Zeit. Und gewisse Möglichkeiten gibt es, die abzuscannen. Aber ich habe natürlich nicht irgendwie die Möglichkeit, vollständig 100% alles abzubilden, was an neuen Artist-Pages irgendwie entsteht, da im Backend von Spotify. Das weiss nur Spotify selber oder vielleicht gewisse Schnittstellen, die da mit der Industrie irgendwie zusammenhängen. Ich habe die Möglichkeiten nicht, glaube aber dennoch, dass ich ein relativ breites Spektrum kann abbilden mit dieser Liste. Aber ich werde nie können zu 100% sagen oder zusichern können, wie vollständig das ist. So, ich werde im unteren Bereich, also wenn man sehr, sehr tief runtergeht auf so einer Eisberg-Layer-Analogie, werde ich im unteren Bereich halt sehr, sehr viel irgendwie hinzufügen, weil mich auch die neuen Artist-Pages viel mehr interessieren, als jetzt irgendwie wer on top ist dort, so follower-technisch. Das interessiert mich dann nicht so fest jetzt in erster Linie. Und ja, von dem her bin ich froh für die das werden sehen, wenn ihr irgendwelche Artist-Accounts habt, neue Artist-Pages, schicken wir die zu in den DMs. So. Ich bin jetzt wieder in dem Film, dass ich das alles zusammentragen will. Und ja, das macht auch die Liste, sage ich mal, die Auflistung reicher, umso mehr Artist-Pages wir da drin haben. Vor allem neue Artist-Pages von jüngeren Newcomerinnen und Newcomer. So. Genau, so viel mal zu dieser Liste. Ich kann einfach mal einen kurzen Recap geben.
Und ja, für die nächste Zeit werdet ihr da jetzt sehen, solange wie ich heute online bin, dass wir dann noch weitere Artists zusammentragen. Genau. Wenn ihr euch auch fragt, die ursprüngliche Auflistung da hat keine Bedeutung. Also die Reihenfolge, in der ich die Artists eingebe, hat absolut gar keine Bedeutung. Es ist teilweise ein bisschen random, dass ich irgendwie in irgendeine gewisse Richtung gehe. So. Weil das Spotify-Universum von schweizerdeutschen Artists ist natürlich gross geworden, sehr, sehr gross geworden über die Jahre. Und es gibt dann gewisse Abwäge, vielleicht so Abzweigungen, die ich dann mache. Aber die Reihenfolge, die ihr da seht, in dem Sinn hat keine Bedeutung. Gewisse, wo ihr euch vielleicht fragt, hey, wieso fehlen die, sind es vielleicht auch gar noch nicht eingetragen. Gewisse andere, das kann ich dann irgendwann mal aufschlüsseln, werden da vielleicht gar nicht in die Liste eingetragen. Für das wird es dann noch andere Listen geben. Aber das finden wir dann raus mit der Zeit. Das alles ist ein bisschen Work in Progress, von dem her, ja, werdet ihr dann sehen, wie sich das verändert mit der Zeit. Ich bin auch noch ein bisschen am herausfinden, aber das kann man dann immer noch ändern. Ich bin noch ein bisschen am herausfinden, wie weit man zurückgeht, wenn man jetzt eine Artist-Page hat, wo schon länger nicht mehr released hat. Welche man nicht eintragen soll, also Inaktivität sozusagen von der Artist selber. Ist noch ein bisschen schwierig, oder ich bin dort ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich im Zweifelsfall die allermeisten dazu tun. Das Fenster noch schnell. Genau, ich würde die allermeisten dazu tun. Aber ja, irgendwo so der Cut-Off. Momentan mache ich so bei 2022. Also wenn ich sehe, so ist im 2022 das letzte Mal etwas released worden. Tun jetzt den Artist nicht rein für den Moment. Aber das kann sich auch noch ändern. Ich würde da jetzt nicht so konsequent das immer ändern müssen. Und es ist auch ein bisschen dumm, sich da irgendwie an eine mega fixe Regel zu halten, weil es kann ja dann trotzdem sein, dass weiter released wird. Und spätestens dann würde ich ja wollen, die Artist-Page trotzdem eingetragen haben. Genau. Ja, und auch wichtig zum Wissen, glaube ich, so, aber das wird jetzt ein bisschen untergehen in dem vollständigen Stream. Ich habe jetzt irgendwie keine Meinung spezifisch zu denen, die da aufgelistet sind. Oder macht da irgendwie eine Unterscheidung, musikalisch oder nicht so. Momentan der einzige Filter, der reinkommt. Oder nein, es gibt 2 Filter oder 3, glaube ich sogar. Aber
Schweizerdeutsch und genau, aber nicht irgendeine musikalische, also ich kann das nicht irgendwie qualitativ noch bewerten. Du wegen dem jemand nicht rein. Im Gegenteil, sogar im Zweifelsfall eben ganz neue Accounts würde ich sogar rein tun, eher, oder befürworte ich eher, dass die rein sollen. Genau. Wenn du ein bisschen mehrere Sprachen auf dem Account hast, dann wird es ein bisschen schwierig für den Moment. Sehe ich davon ab. Mehr Accounts mit mehrsprachigen rein zu tun. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wenn der Anteil von der Diskografie mehrheitlich Schweizerdeutsch ist, würde ich es nochmal rein tun. In Zukunft ist die Idee auch, dass ich andere Sprachen auch noch rein tun. Aber irgendwie im Idealfall kann man das irgendwie auch noch mal unterscheiden. Oder mit einem zusätzlichen Feld schaffen. Irgendwann muss ich dann noch herausfinden, ob ich gewisse Doppelungen rein da habe. Aber für den Moment, glaube ich, ist das noch nicht passiert. Die Idee ist natürlich nicht, dass gewisse Leute doppelt reinkommen. Aber ja, was das Endgoal ist von dieser Liste, gibt in dem Sinn keine oder kein Endziel. Im besten Fall bringt es irgendwie ein bisschen Leute zusammen und informiert auf eine positive Art. Ein bisschen, zeigt ein bisschen besseres Universum auf, sage ich jetzt mal. Wenn es um schweizerdeutsche Artists geht. Und ja, dann ist schon das Ziel eigentlich erreicht, dass es ein bisschen Informationscharakter hat, sozusagen. Mehr braucht es dann auch nicht wirklich.
Während ich da am Raussuchen bin, kann ich ja in der Zwischenzeit schnell die Grafik plotten. Kann ich die anzeigen auf dem Screen. 60 ist ein bisschen viel. Machen wir 30. Machen wir da. So, das sind die untersten. Zeigen wir die noch schnell. Das Weile, während ich da im Hintergrund Artist Pages zusammensammeln bin. Und ja, einfach, dass das auch Leute verstehen oder die sich dafür interessieren. Ich bin die tatsächlich alle am Vorlesen, bevor sie da in die Liste kommen. Weil ich einfach schnell die Unterscheidung muss machen. Ob es auf Schweizerdeutsch ist, tatsächlich die Diskografie. Also sie werden sicher mindestens einmal oder mehrfach gelost. Auch die kleinsten Accounts, die da sind. Das ist recht eine manuelle Arbeit, aber eigentlich gibt es auch eine gute Möglichkeit, zum voll wieder reinzutauchen. Es ist halt eine sehr andere Art von Hören, von Musik hören. Es ist halt sehr so systematisch, analytisch. Aber wenn so viel hintereinander los ist und auch wild durcheinander, kommst du auch ein besseres Gefühl über, was gerade im Moment, je nachdem in welchem Segment du unterwegs bist, in welchen Bubbles, kommst du ein das Gefühl über, was für Inhalte gerade gebracht werden. So Songthematiken und so.
Ja, und das Traurige daran ist, ich gehe lauter Artist-Pages durch, die einfach dead Accounts sind mittlerweile. Wo ich irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht einmal rein da habe irgendwo oder in ein Verzeichnis da und jetzt merke, oh, die Person hat nicht mehr weitergemacht. Und das ist dann auch schade oder sehr traurig eigentlich. Gewisse aber wiederum auch spannend. Gewisse, die damals so in ein Verzeichnis haben und vielleicht bei 1, 2 Songs waren, haben jetzt schon schüch ein bisschen mehr gedroppt und sind auch schon ein bisschen weiter. Das ist natürlich auch schön, das zu sehen. Also es ist ein trauriger Moment, wenn man da durch Artist-Pages durchdickt, aber auch spannende Momente von Leuten, die halt weitergemacht haben. Jetzt hat halt die Liste auch noch keine Art von Segmentierung, außer dass du filtern würdest nach den Follower. Irgendwann später vielleicht. Ich meine, es kommen so viele Artist-Pages jetzt dazu, dass es natürlich cool wäre, irgendwie zu visualisieren, wo die verschiedenen Bubbles alle unterwegs sind. Also wo die Artist-Pages irgendwie wie so ein Netzwerk, dass man es wie so könnte verstehen, allenfalls, wer irgendwie so ein bisschen zusammen ist. Oder wo es Überschneidungen gibt mit Konsumenten. Das ist aber noch so ein bisschen das Zukunftsding. Umso grösser natürlich die Playlist wird, die Liste, umso spannender wird es natürlich so ein bisschen Zusammenhang anzuschauen, wo ich halt ein bisschen weiss, top of mind, bei sehr vielen, die da aufgelistet sind. Oder Leute, die da sehr genau zuhören und sich auskennen mit der jungen schweizerdeutschen Musikszene oder Kultur. Die wissen da teilweise auch gewisse Zusammenhang, gewissen Kontext, aber die Liste zeigt das wieso noch nicht auf, wo es da überhaupt Überschneidungen gibt, und das wäre natürlich auch noch spannend vielleicht in Zukunft, das machen ein bisschen mehr aufzuzeigen. Aber ja, für den Moment ist es wirklich nur Zusammensammeln von Artists oder Artist-Pages. Und was auch auffällt, das habe ich ja nie thematisiert oder nie können in ein Video packen in der Vergangenheit, wenn man wirklich den Impact verstehen will. Wenn man den Impact verstehen will, den Hip-Hop
hat oder was man heute irgendwie so ein bisschen Mainstream-mäßig als urbane Kultur in der Musik thematisieren. Wenn man das wirklich verstehen will, was es für einen Impact hat, muss man nur so random Auflistungen anschauen, weil Leute könnten meinen, hey, das ist sehr Hip-Hop-intensiv, die Auflistung, die ich da mache, aber ich filtere nicht bewusst nach Hip-Hop oder nach dem Hip-Hop-Genre. Es zeigt halt irgendwie, dass umso jünger man geht, in einer jungen Demografie, irgendwie so, sagen wir jetzt 20- bis 25-jährige Artists, dass der Anteil von Leuten, die halt starten in einer neuen Artist-Page und mit Hip-Hop anfangen, der Anteil ist halt extrem groß. Und ich finde das eigentlich eine spannende Case-Study in sich selber, dass wenn Leute so darüber reden, hey, was hat Hip-Hop überhaupt für einen globalen Impact gehabt? Oder wie sieht man das überhaupt? Die Industrie in der Vergangenheit hat immer halt Chartanteil angeschaut, also zuoberst oben, was der Chartanteil war oder was halt als Hip-Hop-Genre klassifiziert wird, sozusagen, in den Metadaten. Aber ihr seht da jetzt wie so ein random Dude, der am Livestreamen ist, wie er eine neue Liste macht und einfach mal Artist-Pages zusammensammelt von sehr, sagen wir mal, jungen Artist-Pages, also Spotify-Artist-Pages, die vielleicht erst gerade frisch aufgesetzt worden sind, vielleicht 1-2-jährig sind und möglichst junge Artists irgendwie drin sind. Und das Allermeiste ist halt einfach by Default Hip-Hop. Sollen wir so zeigen, so neu erstellte Artist-Pages von jungen Personen gehen halt schnell mal Richtung Hip-Hop, einfach von alleine. Ohne dass irgendetwas, ohne dass es sehr bewusst so gewählt worden ist. So, finde ich noch spannend, wenn es darum geht, das Thema, hey, was hat Hip-Hop eigentlich für einen Einfluss gehabt, tatsächlich oder effektiv. An so Listen sieht man das auch, weil es ist jetzt nicht, dass ich bewusst Hip-Hop-Artist-Pages raussuche. Wenn man sich ein bisschen nachher darauf achten, sobald ich das nachher wirklich öffentlich mache, das sind einfach schweizerdeutsche Accounts. So. Das habe jetzt nicht ich erfunden, dass junge Artist-Pages, dass es mehrheitlich Hip-Hop ist. So von den Songs. Vielleicht nennt man das auch dann, oder ist das, was sie meinen, wenn sie sagen Natural Selection. Dass egal wie du die Würfel würfeln, dass der Großteil der neuen Songs dann auch Hip-Hop ist, für den Moment. Und das merkt man ja auch erst später, würde ich sagen. Ich würde das jetzt nicht noch zu lang irgendwie in die Länge ziehen, so das Thema. Aber das merkst du erst Jahre später. Das finde ich mega spannend daran. Viele von diesen Accounts im 2018, 2017, 2018, wo ich angefangen habe, das irgendwie mehr so in ein Verzeichnis zu packen für mich, viele von diesen Accounts sind gar noch nicht da gewesen. Und das ist schon nach der internationalen Welle von den Hip-Hop-Stars, die man heutzutage kennt. Von den jüngeren Hip-Hop-Stars. Also es hat dann nochmal 2, 3, 4 Jahre gebraucht in der Timeline, bis halt neue, junge Artist-Pages aus der Schweiz gespawnt sind, die halt relativ ausschließlich Hip-Hop-Songs droppen. Das finde ich halt das Spannende an der Entwicklung. Genau, aber back to Recherche, würde ich sagen.
Ja, und ich würde mega gern die Musik da im Hintergrund hören. Oder dass ihr hört, was ich höre, während ich da am Artist-Universum durchforsten bin, aber YouTube lässt das leider nicht zu. Oder es wäre wahrscheinlich die Hölle mit Content Claims, die nachher wird passieren, so viele Songs, die ich da irgendwie am Durchhören bin in so einem Livestream. Von dem her gibt es leider nur so ein bisschen simple Beats im Hintergrund. Aber ja, ist schade, weil ich wieder sehr, sehr viele verschiedene Pockets am Durchhören. Und eigentlich wäre es noch spannend zu sehen, was ich da gerade am Hören bin und die Artists zusammensammeln. Ja, und bei gewissen, wo ich da jetzt am Führen schaue, am Führen suchen bin, weiss ich eben dann nicht, ob ich sie schon drin habe. Ja, den habe ich drin. Gut.
Ja, und was es auch zeigt, das ist so die Eigenart von diesen Listen. Ne? Also ja, zum einen das mit dem Hip-Hop-Impact, was Hip-Hop tatsächlich für einen Einfluss hat, effektiv. Und das andere, was auch wie so ein bisschen zusammenhängt mit dem, ist, ich bin jetzt ganz viele Artist-Pages am durchschauen, eben vor allem von jüngeren Accounts, die noch nicht so established sind. Und man merkt halt auch schon ein bisschen, dass das wie so für viele eine Artist-Page zu machen ist halt mega low commitment mittlerweile, heutzutage. Sprich, es ist mega einfach, irgendwie etwas zu releasen und dann halt so tun, als wäre man jetzt Artist oder würde irgendwie Musik releasen und machen. Und es gibt natürlich auch viele Pages, wo du siehst, nach 2, 3 Songs haben sie halt aufgehört, gestoppt. Das ist halt die Frage, wie ich mit diesen Accounts auch noch umgehen soll. Wie fest die da sollen repräsentiert sein. Weil gewisse könnten ja wieder zurückkommen, vermeintlich. Aber ja, für gewisse merkt man dann halt, dass das Musikding einfach so ein bisschen der heisse Scheiß war für den Moment, wo irgendwie alle machen auf Social Media und dann hat man irgendwie auch eine Artist-Page gebraucht, habe ich das Gefühl. Aber er hat das gar nicht weiter überlegt. Was es auch nicht muss, aber ich finde es trotzdem spannend. So das Ding von hey, lass uns einen Song releasen oder ich release auch mal einen Song, das ist halt auch schnell gemacht heutzutage. Aber ich habe jetzt keine Meinung darüber, ob das gut oder schlecht ist, schlussendlich. Wenn es zu mehr Leuten führt, die es einfach versuchen, Musik zu machen oder kreativ sich auszutoben, finde ich es eigentlich etwas Gutes. Und wenn man gerade sich so spontan fragt. Ja, irgendwann muss ich dann einfach herausfinden, was ich mit Artist Pages mache, wo weit zurückliegen, der letzte Release. Das muss ich mir wirklich noch überlegen.
ich nicht da. Aha, okay. Gewisse sind noch so ein bisschen. Gewisse stehen noch ein bisschen zur Frage, ob wir sie adden können oder nicht. Muss ich mir dann noch anschauen. So, adden wir mal nochmal ein paar. Gut.
So, ihr seht da von der Eintrag her, es hat keine richtige Reihenfolge, es ist eigentlich total willkürlich. Meine Recherchemethode. Wir haben auch noch nicht angefangen, in den Affiliate Artist Strukturen anzuschauen von den jeweiligen Artists oder Artist IDs. Das machen wir dann auch noch. Momentan ist es einfach eine manuelle Eingabe. Und das Zusammensuchen von Artist IDs von meiner Seite. Und für die, die es technisch interessiert, was da so ein bisschen passiert, für die Geeks unter euch, man kann dann neu da rein tun und dann den Code runnen. Oh, jetzt geht er nicht mehr. Das ist jetzt der Vorführeffekt, aber das hat, nehme ich mal an, mit dem Token, mit dem Access Token zu tun. Das tun wir dann noch fixen. Mal da einen Abstand müssen wir, dass es die noch nicht eingetragen hat. Wir 106 da. Ja. 178, das heißt 178, okay, bis da hat es eingetragen, gut. Also, ich würde sagen, wir saven das mal für heute. Weil ich müsste da wieder den Token erneuern, aber ich würde sagen, für heute ist das genug. Morgen oder am Wochenende machen wir weiter. Ich würde sagen, ja, das war eine kleine Introduction wieder zu dieser Liste, haben ein bisschen weiter können recherchieren. Müssten die jetzt dann über 200 Artists sein, wenn ich die jetzt auch noch update, dann wenn der Code wieder funktioniert. Aber ja, das ist es mal fürs Erste. Ich würde sagen, wir sehen das beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.